Einmal im Monat kommen die Standler mit ihren regionalen Produkten zum Bauernmarkt mitten in Gundramsdorf am Rathausplatz. Für die Gundramsdorfer wurde der Markt zu einer beliebten Einkaufsmöglichkeit. Nach dem Einkauf bleibt noch Zeit für ein Plauscherl und vielleicht ein Achterl. Der Bauernmarkt in Gundramsdorf ist zu einem beliebten Treffpunkt für die Bevölkerung geworden. Neben Speisen und Getränken gibt es vor allem Produkte von regionalen Bauern. Dabei wird die Vielfalt des Angebots immer größer. Wir schauen, dass wir von allen Sachen etwas haben, dass sich möglichst nicht viele Dinge überlappen. Und wir wollen ein reichhaltiges Angebot bieten. Aber das geht schon eher in Richtung Kulinarik. Es geht eindeutig in Richtung Kulinarik und Gemüse, Obst, Brot. Also Dinge, die für den täglichen Bedarf, manchmal auch Kunsthandwerk, aber doch eher selten. Sie sind hier heute mit dabei vom Obstkreis. Was ist denn der Obstkreis? Wir vom Obstkreis haben es uns zur Aufgabe gemacht, in regionale Gärten zu gehen, also in Privatgärten, wo Leute sagen, sie sind zu viel und können es nicht verarbeiten. Dann kommen wir vorbei, ernten das Obst ab, kümmern uns auch im besten Fall um die Obstbäume. Da haben wir auch ausgebildetes Personal und verarbeiten dann alles handgemacht in unserer Manufaktur in Mödling. Das heißt, wenn irgendwer einen Garten hat und Hilfe braucht, kann er uns anrufen, wir kommen uns abernten und machen was Schönes draus. Das heißt, das, was hier in den Gläsern schon verarbeitet ist, kommt aus der Region von irgendwelchen Gärten? Genau, das kommt aus der Region, das kommt aus Mödling, Gundramsdorf, Lanzendorf, Maria Lanzendorf, überall da aus der Umgebung. Also wir haben sehr viele Erntepartner jetzt auch. Da gibt es auch schon eine Kooperation mit Gundramsdorf? Genau, in Gundramsdorf dürfen wir jetzt auf Gemeindegrund ab nächsten Jahr dann schneiden und beernten. Das heißt, in der Kooperation dürfen wir dann Obstbäume pflegen und dann auch beernten für die Leute in der Umgebung. Der Markt hier im Herzen von Gundramsdorf hat sich ja zu etwas mehr noch entwickelt, zu einem richtigen Kommunikationstreffpunkt. Ja, vollkommen richtig. Das war in Zeiten von der Pandemie und von den Ausgangssperren war der Markt die erste Möglichkeit, dass sie Bürger untereinander wieder Auflage, Abstandsregel, Zugangsbeschränkung und so weiter, aber dass man sich treffen kann, dass man sich austauschen kann und das war sehr, sehr wichtig und wie man sieht, ist es nach wie vor sehr wichtig. Die Leute kommen und bleiben. Dass die Leute kommen und bleiben, dass sie gesehen werden, dass sie austauschen können und dass man sich ganz einfach wohlfühlt, das gehört dazu. Sie sind heute ein bisschen fürs leibliche Wohl zuständig und schenken heute aus? Ja, und das macht uns großen Spaß, vor allem weil wirklich viele Gundramsdorferinnen und Gundramsdorfer bei dem wunderschönen Wetter zu uns gekommen sind. Das ist auch der Zweck, warum wir das machen in Gundramsdorf, diesen Bauernmarkt seit einem guten Jahr. Durch die Pandemie zwar ein bisschen gebremst, aber jetzt geht es wieder auf Vollgas los mit Musik und Gott sei Dank sehr, sehr vielen Gästen. Und so kommen wir ein bisschen ins Gespräch, erfahren ein bisschen mehr darüber, was den Menschen hier wichtig ist und können insofern dann auch viel besser das umsetzen, was den Leuten wichtig ist. Und das ist auch das, was wir wollen, für die Leute da sein. Und das probieren wir sozusagen ganz praktisch hier vor Ort mit was zu trinken und was zu essen. Das ist ein wichtiger Punkt dabei, dass man da auch trinken kann, was essen kann, kurz sitzen bleiben und dann vielleicht noch eine Runde am Markt zu gehen und den Rest zu besorgen, den man vorher vielleicht vergessen hat. Und für die Kinder zeigt sie auch Herz. Kinder werden auch beschäftigt. Es gibt eine Hüpfburg da, natürlich, damit sich die Eltern am Markt in Ruhe umschauen können und die Kinder auch ihren Spaß haben.